also die Welt ist auch manchmal mit Jesus voller Leid und voller Schmerz. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie dunkel das wäre, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Die Entstehung des Christentums verhindern. Das ist das Ziel der 3 Protagonisten im neuen Roman von Lydia Schwarz. Anastasis – Gefährliche Rückkehr. Das 3köpfige Team will in der Zeit zurückreisen und die Menschheitsgeschichte zu ihren Gunsten verändern. Heute reden wir mit der Autorin darüber, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist und was da alles drin steckt. Und ihr werdet auch ein bisschen lustig gemacht auf den neuen Roman, der diesen Monat erschienen ist. Herzlich willkommen zum Tag, Lydia. Ja, danke vielmals für die Einladung. Es ist ein Privileg für mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, jetzt mit dir ein bisschen darüber zu reden. Deine Liebe zu Wörtern und Buchstaben die geht ja schon weit zurück, bis ins Grundschulalter. Und seit ein paar Jahren darfst du das auch noch auf eine andere Art ausleben, eben auch als Autorin. Du hast «Die Kreuzträgerin» geschrieben. Durch das bist du auch ein bisschen bekannt worden als Autorin. Und jetzt eben dein neues Buch, «Anastasis». Jetzt ist es gerade frisch rausgekommen. Wie geht es dir so, jetzt gerade in dem Monat, wo es frisch draussen ist? Ja, ich hatte einen intensiven Endspurt, bis dann nachher so wirklich das letzte Wort geschrieben ist und man nichts mehr machen kann und es ab in Druck geht. Es ist einfach dann so Kopf runter und Säckeln. Ja. Und das war sehr intensiv. Intensiv war auch noch gerade, dass alle von meiner Familie krank waren in dieser Zeit. Also schön nacheinander, über 2 Wochen verteilt. Und es war wirklich sehr intensiv. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich so wie eine Woche gebraucht habe, bis ich nicht mehr völlig verkrampft war von diesem Endspurt. Aber ich hatte ja vor meinen Augen das Ziel, und zwar, dass das Buch rauskommt und dass jetzt das Projekt zum Abschluss kommt. Und jetzt seit dem letzten Donnerstag kann ich es wirklich auch in der Hand haben, das Buch. Und das ist ein mega tolles Gefühl. Ja. Ja, darum geht es mir gut und ich bin sehr glücklich darüber. Ja. Und eben jetzt kannst du es teilen mit allen Leuten, die du kennst oder die schon ein bisschen geahnt haben, dass jetzt da etwas kommt oder schon mitbekommen ist. Ja. Das ist mega cool, ja. Beim letzten Buch, das du geschrieben hast, oder eben bei dieser Trilogie, das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser, ein Schreibcamp, das du gemacht hast. Was war denn mal der Grund, dass du gefunden hast, jetzt kommt ein neues Buch raus? Ja, ich habe ja immer so ein bisschen 1000 Ideen, die im Kopf herumschwirren gleichzeitig. Und manchmal kann man wie so den Finger nicht drauflegen, was ist jetzt als nächstes dran. Und ich habe mir einfach überlegt, was ist so einer der Auslöser gewesen. Es sind ja immer so verschiedene Komponenten, die nachher dazu führen. Und ich habe den Film geschaut, «Risen», also «Auferstanden» heisst der. Und ich bin so voll in diesen Film eingetaucht und in die Zeit und dachte, boah, ich will dort dabei sein. Und dann war der Film fertig und ich bin auch so voll in dieser Stimmung. Und dann dachte ich, mal, so etwas will ich machen. Aber nicht ein historischer Roman, sondern habe mich dann nachher eben für so die Zeitreise entschieden, dass wir sagen, wir siedeln es in der heutigen Zeit an oder eben in der nahen Zukunft, so ein bisschen mein Genre auch, aber einfach mit den Komponenten von der Vergangenheit oder von, ja, dass historische Sachen drin hat, genau. Das hat dann eigentlich so ein bisschen die Lust ausgelöst, so mal selber auch so ein bisschen in dieser Art etwas zu schreiben. Genau, ja und auch, eben, ich habe mich von verschiedenen Filmen auch inspirieren lassen, eben auch so, zum Beispiel so, dass so einen Körpertausch, ich habe das Zeitreisen und Körpertauschgeschichten, das habe ich immer mega cool gefunden. Und ich habe gefunden, das kann man ja irgendwie kombinieren. Und ja, das ist also wirklich, das hat mir auch Spass gemacht. Und dann ist das so, nachher hat sich das so zusammengesetzt und plötzlich so, zack, weisst, jetzt kannst du anfangen und es läuft. Ja. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen, dass du dich voll da reingegeben hast, weil eben so, zuerst mal dachte man so, wie kommt man überhaupt wie, so ein bisschen auf die Idee mit dieser Zeitreise, aber dann eben ist es so durchdacht und eben die verschiedenen Personen, gehen wir doch gerade mal ein bisschen darauf ein, einfach zum ein bisschen anteasern, natürlich, dass dann die Leute selber auch noch richtig eintauchen in die Geschichte. Ja. Die Story handelt ja von einer Gruppe von Leuten, die wollen ja eben zurückreisen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Willst du erzählen, was ist ihre Mission?
Ja, es ist ja so eine mächtige Organisation, eine mysteriöse, die versucht, zu ihren Gunsten in die Weltgeschichte einzugreifen. Und sie versuchen das mit einer Zeitmaschine und nachher Leute beauftragen, in diesen Avataren, also in diesen Computermenschen dieser Zeit eigentlich so den Zeitlauf zu verändern, also zu ihren Gunsten natürlich. Und ihr Ziel ist dann nachher einfach die Ereignisse um den Tod und die Auferstehung von Jesus zu beeinflussen. Ja. Das kann ich sagen. Ja. Wenn man will wissen, dann muss man es selber nachlesen. Genau. Also wirklich eine grosse Mission, die Sie sich da vorgenommen haben, wo vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, ob es aus dem Frust oder fast Hass, könnte man sagen, rauskommt, eben zum Jesus wie stoppen oder eben das Ganze ungeschehen machen oder ändern oder eben die Geschichte so ein bisschen manipulieren. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, inwiefern kann man Gottes Plan überhaupt durchkreuzen? Ist das vielleicht so ein bisschen etwas, was im Buch so ein bisschen als Botschaft mitschwingt, so die Auseinandersetzung auch mit dieser Frage? Ja, ich finde es natürlich eine spannende Frage. Und haben wir das auch schon überlegt? Im echten Leben. Und weil ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen verhalten uns so, als hätten wir wirklich die es mit Gott aufzunehmen. Und das finde ich unter dem Strich ein bisschen lächerlich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so der grosse Plan, den Gott ausgelegt hat, der sich wie ein roter Faden durch die Bibel durchzieht, dass man sich mit dem nicht anlegen kann. Weil es auch von mir aus gesehen ein perfekter Plan ist und dass es so geht, wie es Gott will. Ich habe mal einen interessanten Buchtitel gesehen, wo es heisst, «Und Gott änderte seine Pläne». Und da frage ich mich einfach so im kleinen Rahmen, wie fest lässt sich Gott von unseren Gebeten bewegen. Ich war auch schon mal frech zu ihm und habe gesagt, für was bete ich überhaupt? Du machst ja sowieso, was du willst. Aber ich denke, es ist ja dann auch der Unterschied, Gott eben so ein bisschen als Geldautomat zu sehen, als zur Stillung von unseren Bedürfnissen oder eben so ein bisschen Hand in Hand mit ihm zu gehen und so in Beziehung zu leben. Und darum denke ich eben so, die Anmassung eigentlich zu denken, man könnte sich mit Gott anlegen, ist so ein bisschen, eben, denke ich, so lächerlich. Aber es ist natürlich ein spannender Gedanke, ist es überhaupt möglich. Und das ist natürlich spannend, dass dann in einem fiktiven Roman auch so ein bisschen zu sehen, wie probiert man vielleicht da etwas zurechtbeugen. Die machen es ja nicht in dem Sinne aus einer guten Motivation, im Sinne von, ja, sie wollen irgendwie mit Gott zusammen irgendwie einen Plan finden, sondern sie wollen ja eigentlich den Plan wirklich durchkreuzen. Und das, denke ich, auch ist in dem Sinne eigentlich ja, vielleicht lächerlich oder eben gleich eben auch spannend, um zu schauen, ja, was erleben sie denn dort drauf. Und sie sind ja in dem würde ich jetzt sagen, nicht allein, dass es jetzt nur fiktiv ist. Also gerade schon in der Ostergeschichte, das habe ich gerade letzte gelesen wieder, wo es darum ging, wo Jesus eben auferstanden ist und nachher die Pharisäer eigentlich den Knechten gesagt haben, oder den Soldaten, hey, ja, sagen, die haben einfach geschlafen und die Jünger haben ihn wie geholt. Also auch schon dort Zeug, um wie Sachen wieder anders probieren darzustellen oder manipulieren in der Ostergeschichte, dass es dann eben nicht so rauskommt, wie es rausgekommen ist, oder sie haben es ja nicht mehr rückgängig machen. So ein bisschen dieser Aspekt. Und gerade bei der Ostergeschichte ist das vielleicht wirklich so auch ein Gedanke bei dir, weil das immer wieder so ein bisschen thematisiert wird. Ja, ist jetzt Jesus auferstanden oder ist er im Grab geblieben? Oder ja, zum wie gerade dort ansetzen, auch im Buch, wo du ja ganz krass aufnimmst, die Ostergeschichte, die handelt. Ja, ich denke, weil es ja auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist im christlichen Glauben. Es ist entscheidend, oder? Ich finde auch, es ist entscheidend, was man glaubt. Glaubt man, dass Jesus auferstanden ist oder nicht? Ja. Und ich finde, das macht einen enormen Unterschied. Ja. Glaube ich das oder glaube ich es nicht? Und gleichzeitig hast du jetzt nicht eben die Auferstehung gewählt im Buch, dass sie die Auferstehung verhindern wollten, sondern sie wollten den Tod verhindern. Was war dort die Idee dazu oder dein Gedanke? Ja, also es ist ja das Gesamtpaket. Ja. Es geht so ein bisschen darum, dass Jesus nicht die Strahlkraft bekommt. Um eben auch so ein bisschen
einen religiösen Wahn wie auch zu verhindern, so im Nachhinein. Ja. Weil wir ja auch so die Spannungen sind in den Religionskriegen oder die Spannungen unter der Religion, wo man sagt, es sind ja viele Kriege, die aus dieser Motivation heraus entstehen. Aber es geht wirklich ums Gesamtpaket. Ja. Also nicht nur der Tod, sondern auch die Verstehung. Also natürlich der Volk war genau, ja. genau. Aber ich habe es noch so ein bisschen interessant gefunden, mit dem Gedanken zu spielen, eben, man macht ja eigentlich etwas Gutes, man tut so die Barbarei verhindern und so ein bisschen, man tut ja eigentlich etwas Böses, dass jemand so gequält wird, tut man verhindern. Ja. Aber dass das eben, dass Gott das zugelassen hat auch. Und dass eben das, was wir Menschen denken, was gut ist, eben nicht immer gut ist. Ja. Hast du dir auch so als Christin auch schon überlegt, ja, was wäre, wenn Jesus nicht gestorben ist? Ist das auch eine Frage, die dich vielleicht persönlich beschäftigt? Also für mich ist ganz klar, ich will nicht in einer Welt leben, wo Jesus nicht gestorben ist. Wo wäre meine Hoffnung? Wo wäre die Grundlage von meinem Leben? Ich will nicht in so einer Welt leben. Und es erfüllt mich eben auch mit der Dankbarkeit, dass Jesus wirklich gestorben ist und dass ich eine Hoffnung haben darf, die über den Tod hinausgeht. Und also ich stelle mir, also die Welt ist auch manchmal mit Jesus voller Leid und voller Schmerz. Und ich will mir nicht vorstellen, wie dunkel das wäre, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Ja. Ganz klar. Genau. Ja, darum käme es für mich gar nicht in Frage. Also ich bin mega dankbar, dass ich in einer Welt lebe, wo Jesus eben gestorben ist. Wo das alles passieren durfte, wo Auswirkungen haben bis heute auf die Gesellschaft und auf mein persönliches Leben. Ja. Und eben auch wieder auferstanden. Und eben, das ist ja eben auch Ostern, wo wir ja bald feiern, das ganze Fest rundherum. Und ich finde es wirklich schön, wie du es im Buch eigentlich so dann, obwohl all die Manipulationen und eben das mit der Zeitreise und diesen Avataren gleich die Ostergeschichte so getreu eigentlich wiedergegeben ist, wo auch wie das so aufzeigt, eben, wie verlässlich das auch ist in diesem Buch, dass man eigentlich so, du hast jetzt nicht die umgeschrieben, sondern du hast wie die Geschichte rundherum gemacht, aber die Ostergeschichte und die Botschaft dahinter bleibt wie klar. Und dem gegenüber sind ja auch die 3 Charaktere oder die 3 Protagonisten, oder? Die müssen sich dann auch irgendwie dort arrangieren in dem Ganzen. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und da finde ich es spannend, wie du eigentlich so 3 ganz unterschiedliche Leute oder Figuren, die dann eben in die Avatare reingumpen, sozusagen, ausgewählt hast. Also eine taffe israelische Soldatin zum einen, dann einen Geschichtsprofessor, der Atheist ist, und dann eben noch eine pubertierende Tochter, wo irgendwie aus einem Missgeschick dort noch passiert und sie kommt dann auch noch in die Zeitmaschine rein. Und du tust wie immer wieder so Perspektiven von ihnen ausschildern. Also im Buch sieht man eigentlich ganz nah, wie sie das Ganze dann erleben. Wie kannst du das, sich so verschiedene, so ausdifferenzierte Charaktere hineinversetzen? Ja, also es macht einfach mega Spass. Das ist das Erste. Und mir ist es trotz dieser ganzen Fiktion ist es mir ja auch wichtig, so wahrheitsgetreu wie möglich die Sachen zu schreiben. Und für mich ist das auch im echten Leben, im Umgang mit echten Leuten, ist mir das auch wichtig, wenn ich im Gespräch bin, dass ich mich zu einem gewissen Maß in mein Gegenüber hineinversetzen. Oder wenn mir jemand seine Geschichte erzählt oder jemand mit mir redet, dann möchte ich gerne bei dieser Person sein und irgendwie wie nachvollziehen, was machst du jetzt gerade durch, wie fühlst du dich,
wie kann ich dir helfen oder wie kann ich für dich da sein. Und im echten Leben hat das seine Tücken. Ja. Weil bis zu einem gewissen Punkt kannst du ja nie den anderen Menschen verstehen, weil du ja eben nicht in seine Schule laufst. Ja. Und die Buchfiguren, die sind da ein bisschen weniger kompliziert. Die machen meistens das, was du eben sagst und wie du ihnen vorgehst. Also jetzt so auch nicht immer, weil manchmal du so einen gewissen Charaktertyp erschaffen und dann sagst du so, sie soll jetzt das machen. Und dann stelle ich mir einmal vor, wie sie mich so anschauen und sagen, Lydia, bist du sicher? Du hast doch mich jetzt so gemacht, aber jetzt willst du dich so handeln. Das stimmt dann aber nicht ganz. Also kann mich nicht einmal in den Buchfiguren machen das, was ich will. Ja. Genau. Aber es ist auch spannend, auch total unterschiedliche Charaktere aufeinander zu treffen und zu sagen, wie kommen sie mit ihren Fehlern, wie kommen sie mit ihren Wunden, die sie haben, zusammen aus. Weil das ist ja im echten Leben ganz genau so, wenn man so zusammengewürfelt wird in gewissen in einer Familie oder in einer Gemeinde, dann kommen ja die unterschiedlichsten Charaktere zusammen, die sich nachher aneinander reiben. Ja. Und das ist, ich finde das etwas enorm Faszinierendes. Und ja, darum, was im echten Leben spannend ist, ist auch spannend im fiktiven Leben. Genau. Ja. Gibt es vielleicht einen Charakter, wo du sagst, mit dem kann ich mich am besten vielleicht auch identifizieren? Oder ist es wirklich mehr ein Reinhüpfen auch für dich in die verschiedenen Charaktere? Ja, es ist ein Reinhüpfen für mich in die verschiedenen Charaktere, weil ich auch so 2 bis 4 männliche Charaktere und ich kann ja beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie es ist, ein Mann zu sein. Ja. Darum sage ich jetzt im ersten Moment, natürlich kann ich mich mehr mit weiblichen Charakteren identifizieren. So ein bisschen die Junge ist vielleicht eher so ein bisschen die Lydia aus der Vergangenheit und die ältere Frau, so wäre ich vielleicht gerne. Aber schlussendlich ist sie dann so ein bisschen wie, dass ich ja in jedem von diesen Charakteren steckt die Lydia drin. Weil es ist ja, ich schildere die Welt immer aus meiner Sicht, auch wenn ich noch so fest versuche, das so zu verkaufen, als wäre nicht ich es, oder mich einfach wirklich so in das Denken hineinzuversetzen. Ja, genau, darum, ich denke auch die Leute, die mich kennen, also näher, so meine Familie oder Freunde, da kommt manchmal so ein Kommentar, ja, das ist voll Lydia. Ja, spannend. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine Kunst. Das wirklich so mit dem Charakter und eben das dann so, sich so krass das hineinversetzen, wie könnte es jetzt sein, wie würde jetzt eben die Teenagerin das erleben in diesem Zeitalter. Und dann gerade kommt es ja noch dazu, dass sie dann in Avataren eigentlich sozusagen in Form von dem die ganze Ostergeschichte erleben. Und da hat das Institut in der Geschichte, das ja unser Institut eigentlich planen, wo müssen wir ansetzen, um jetzt eben am besten die reinzuschicken. Und du hast das ja aber dann eigentlich auch eben als Autorin natürlich ausgewählt. Und wir können sagen, es sind fast ein bisschen Aussenseiter von der Ostergeschichte, oder ja, jetzt nicht in dem Sinn Hauptpersonen. Also zum Beispiel die Frau von Pilatus oder Simon, der das Kreuz getragen hat. Warum hast du dich als Autorin jetzt entschieden, gefunden, ja, das wäre eigentlich spannend, mit dir reinzunehmen? Ja, das sind so 2 Komponenten oder so 2 Sachen, die mich dazu gebracht haben. Also, erstens mal habe ich die Ostergeschichte durchgelesen und mir wirklich überlegt, was sind es überhaupt für Figuren, die da oben sind. Und ich denke jetzt so Figuren wie jemand von den Jüngern oder vielleicht Maria Magdalena, die immer so bekannt ist. Da haben sich viele Leute schon Gedanken gemacht, oder es gibt vielleicht schon Bücher oder viele ausgeprägte Figuren in Filmen. Und da hat man sich vielleicht auch schon eine Meinung gebildet, oder es gibt viel zu wissen. Und da habe ich es sehr spannend gefunden, mal so ein bisschen Spotlight auf Figuren zu richten, die eine entscheidende Rolle gespielt haben, aber vielleicht nicht so beachtet werden. Und dann auch zu überlegen, ja, hätten sie einen Einfluss gehabt? Haben sie einen Einfluss gehabt auf das Geschehen? Ja. Und das ist dann auch ein bisschen so, je weniger dass man auch über Leute weiss, desto mehr kann man auch seiner Fantasie überlassen. Und das ist natürlich auch mega spannend, zu sagen, ja, wie ist das eigentlich gewesen? Wie war die Frau von Pilatus? Was war das für eine Frau gewesen?
wo man ja nur irgendwie so in einem Satz in der Bibel erwähnt ist. Ja. Das sind so ein bisschen die Sachen. Und mir ist es auch wichtig, dass, dass es sehr unterschiedliche Charaktere auch sind und dass man eben so ein bisschen krasse Tauschsituationen hat, wo man dann auch eben in den Schuhen von einer Person muss laufen muss, die völlig anders ist als man selber. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das Thema des Buches, eben so ein bisschen in den Schuhen von jemandem anderem zu laufen. Und wie ist das? Ja. Sich auseinandersetzen. Genau mit dem. Und sie erwachen ja dann eben in diesen Avatarkörper und natürlich ist die Zeit alles anders, aber irgendwie auch vielleicht das, was sie erwartet haben. Sie sind eigentlich mit einer klaren Mission gekommen. Man merkt dann schon relativ schnell, ja, es ist vielleicht ein bisschen anders als erwartet. Es fängt ganz tief in ihnen an zu arbeiten. Gerade so die Begegnungen mit dem Jesus oder eben dem Messias, das war auch wie gezielt, um zu sagen, du willst das auch aufzeigen, dass es etwas macht mit einem, wenn man dem Jesus begegnet. Ja, da habe ich mir einfach überlegt, wie ging es mir, wenn ich dem Jesus, der auf der Erde gelaufen ist, gegenüberstehe. Ja. Und ich bin überzeugt, das macht etwas mit jedem von uns. Ja. Und da merkt man, da ist ganz viel Herz dahinter. Also eben, du willst dich in das hineinversetzen, aber gleichzeitig merkt man auch, mal Jesus bedeutet dir mega viel. Wie war vielleicht da das so ein bisschen deine Reise? Es war jetzt vielleicht nicht eine Zeitreise, um Jesus zu begegnen. Was bedeutet dir Jesus oder wie hast du zu dem gefunden? Ich war 4. Ja, als ich zu meiner Mami gegangen bin, habe ich gesagt, Mami, wer wohnt eigentlich in meinem Herzen? Und habe dann meine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich will, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Das ist so ein schönes Bild, das man den Kindern ja sagt, aber ja, es ist ein Bild, das mich berührt. Und ich weiss, dass ich die Entscheidung für ihn getroffen habe. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so zurückschaue, so klein wie ich konnte. Also ich bin mit diesen christlichen Werten aufgewachsen, auch mit dem Bewusstsein, dass man eine Beziehung zu Jesus haben kann, dass er real ist, dass wir mit ihm reden können, dass er etwas Wichtiges ist. Und ich glaube, ich habe ihn schon gerne, seitdem dass es mich gibt. Und so klein wie ich konnte, habe ich gesagt, ja. Und das ist natürlich eine lange Reise, wo man auch erwachsen wird als Mensch. Und wo ich heute überzeugt bin, dass man sich immer wieder entscheiden muss. Will ich den Jesus in meinem Leben haben? Will ich dem Jesus nachfolgen? Das ist ja das, was auch in der Bibel steht, wo Jesus kommt und sagt zu den Jüngern, komm, folg mir nach. Und ich merke auch jetzt gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, als ich auf meiner Lebensreise merke, wie Jesus wieder sagt, komm, folg mir nach, watch. Und was dann eben auch bedeutet, schwere Wege zu gehen mit dem zusammen. Und eben in dieser Auseinandersetzung zu stehen auch und zu sagen, ja, ich will lieber ein bequemes Leben haben, ohne Schmerzen. Und ein einfaches Leben, wo ich mir nicht so viele Gedanken machen muss. Oder zum wirklich sagen, wenn du mir sagst, folg mir nach. Und ich liebe dich schon mein ganzes Leben, du bist mir wichtig, schon mein ganzes Leben. Ich glaube, dass du eine reale Person bist. Und zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg mit dir, ich folge dir nach, egal was durchgeht. Ja, das ist, da merkst du dann einfach noch viel mehr, wie viel, also habe ich jetzt für mich gemerkt, wie viel mir das bedeutet, wie viel mir der Jesus bedeutet. Und dass es wirklich das Wichtigste ist in meinem Leben. Ja, egal was es kostet. Und ich denke, man kommt immer wieder so ein bisschen an die Entscheidungen im Leben, wo du sagst, ja, ich will den Weg konsequent mit dir gehen. Und halt manchmal auch Phasen, wo ja, was einem nicht so bewusst ist. Aber ja, es bedeutet mir sehr viel und ich denke, es ist auch nicht Zufall, dass jetzt das Thema von dieser Auferstehung und von dem Tod und von dem Jesus ein zentrales Thema ist in diesem Buch. Das ist etwas, was mich enorm bewegt. Wow, mega schön. Mega schön. Und jetzt sind wir wirklich gerade auch noch ein bisschen im Heute gelandet, eben, wie es dir geht mit dieser ganzen Geschichte, wo ja jetzt nicht unbedingt Anastasis, das spielt ja in dieser Zeit, aber eben, wo Jesus so einen Einfluss haben auf das Leben heute, oder? Von dir, von anderen Menschen, die Ähnliches, anders erleben.
zeigt wirklich halt von dieser Kraft oder dieser Auswirkung, die es wirklich hat. Und ich denke auch, eben, dass es einem etwas auch kosten darf, oder dass es halt einem auch etwas kostet und dann wie so die Auseinandersetzung finde ich auch mega spannend, gerade in der Gesellschaft. Man ist immer irgendwie dran, herauszufinden, wie positioniert man sich jetzt oder wie kann man die Werte weitertragen, ist ja eine mega grosse Frage. Und im Buch hat es auch tatsächlich ein paar so aktuelle Themen, wo man sagen kann, das sind oft so die Themen, wo es sich dann wie so zeigt, dass man vielleicht manchmal in diesen Diskussionen ist oder muss die auch führen. Also von der ersten Seite her ist auch Abtreibung zum Beispiel ein Thema, wo du nicht auch weglässt, wo ja mega immer wieder diskutiert wird. Wie kommst du dazu, das auch noch einzubauen ins Buch, so Themen? Ja, man schreibt ja über das, was einen beschäftigt. Ich bin auch der Überzeugung, dass es manchmal eben auch Mut braucht, Sachen anzuschauen. Ich will auch über Sachen reflektieren, die mich interessieren. Und das findet dann eben das, was mich beschäftigt, das hat dann auch immer einen Einfluss auf meine Geschichte. Mhm. Und ich finde eben, dass es auch, man soll sich identifizieren. Ich denke, es sind auch Fragen, die sich viele Leute stellen. Oder? Und ich bin überzeugt, dass man sich Sachen stellen darf, dass man Sachen sich für Sachen interessieren, sich damit auseinandersetzen, auch wenn es schwierige Themen sind. Aber es braucht natürlich auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, habe ich jetzt auch gemerkt. Und wo ich auch für mich selber auch hoffe, dass ich das mit genug Fingerspitzengefühl anpacke, gerade wenn es so Situationen sind, wo ich selber nicht vertraut bin damit, aber wo es mich interessiert und wo man vielleicht hört von anderen Leuten, die etwas durchgemacht haben oder so. Mhm. Ja, was mich auch bewegt. Oder? Das sind so manchmal schwierige Themen oder Sachen, die einem einfahren. Ja. Es ist mega spannend von dir zu hören, so ein bisschen, eben, was beschäftigt dich mit dem Buch, eben, wie probierst du dich in das hineinzuversetzen oder eben auch gerade mit dem Glauben, was dich selber auch irgendwie, was gerade in dir vorgeht, auch mit Jesus eben noch tiefer reingehen. Zum Schluss würde mich jetzt noch wundern, schlüpfst du auch in die Rolle von denen, die es lesen, oder hast du da eine Vorstellung, was wäre wie dein Ziel, dass es vielleicht auch bei denen, die es lesen, auslöst? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Leute, die es lesen, dass sie Freude haben. Mhm. Und einfach ganz ein profaner Wunsch auch. Es ist eine Kunstform. Es soll den Leuten, die es geniessen, soll es gut tun. Sie sollen in dieser Welt leben, sollen Freude haben. Sie sollen unterhalten sein. Mhm. Da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist, ich freue mich, wenn die Leute auch unterhalten sind auch durch ein Buch, dass auch etwas Leichtes sein darf. Und gleich auch, ich habe so gemerkt, auch so ein zentraler Aspekt in diesem Buch ist so die Suche nach Gott. Mhm. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für uns alle, dass wir uns auf die Suche nach Gott begeben, auf die ehrliche Suche. Mhm. Egal, ob man jetzt Jesus schon kennt, seitdem er auf der Welt ist und ob er mit dem Christentum sehr vertraut ist, oder ob man nur so eine Ahnung hat von einer göttlichen Macht, die einem bewusst ist, wo man ja in der Natur völlig sieht, in all diesen Wundern, die wir täglich sehen. Das ist einfach so mein Wunsch, meine Sehnsucht im Zusammenhang mit diesem Buch, dass man ermutigt ist, auch, zum zu sagen, hey, ich will den Jesus suchen, ich will wissen, was bedeutet der für mich? Hat er etwas mit meinem Leben zu tun? Wenn ich ihn schon kenne, ist da noch mehr rum. Und das ist einfach so die Sehnsucht und die Suche nach Gott, die ich selber mega habe und die ich mir eben für uns alle wünsche, weil ich glaube, dass das etwas ein mega schönes Versprechen hat, weil Gott ja sagt, wenn man mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich finden lassen. Und ich glaube, so Gott zu finden, das ist so das Ultimative. Genau. Und das ist das, was ich selber als mega Positives finde, den Gott immer mehr kennenzulernen, den Jesus immer mehr kennenzulernen. Was bedeutet es für mein Leben, was bedeutet es für meine Praxis?
für den Umgang in meinem Umfeld, für den Umgang mit den Leuten, die ich bin. Ja, und so die Reise mit Gott, mit Jesus, das ist so ein bisschen, ja, das, was ich mir wünsche. Für die Leute, die es lesen, dass man sich einfach auch über das Gedanken machen kann. Wer ist der Jesus für mich? Was bedeutet er für mich? Hat er etwas mit mir zu tun? Ja. Und vielleicht werden die auch überrascht, so wirklich die Protagonisten, was dann alles auf sie wartet, wenn sie wirklich sich auf das einlassen. Ja. Ja. Genau. Ja, danke vielmals. Haben wir ein bisschen hören, was alles in diesem Buch steckt. Und für die jetzt auch ein bisschen lustig geworden sind, ihr findet das Buch auch bei Fontys und vielleicht ist es gerade für Ostern etwas, wo ihr könnt sagen, vielleicht mal ein bisschen andere Perspektiven in die Ostergeschichte einzutauchen. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen im Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.